Der Heldenkönig persönlich gibt uns hier die Ehre. Zurück bei Fire Emblem Engage im Kapitel, wer schon wieder? Der Heldenkönig, ja, ich hab's schon gesagt, ja. Genau, Marv ist noch hier drin, wie man auf der Karte sieht, ist er da im rechten Bereich noch in der Tür. Ich hoffe, er bleibt da auch, bis ich zu ihm komme. Die Tür aufmache, ich meine, sie ist ja zerstörbar. Wobei, wir haben Timera nicht dabei, die wäre natürlich mit ihrer Fähigkeit perfekt dafür gewesen, aber egal. Wir haben noch was anderes zu tun, und zwar hier hinten aufzuräumen. Und das könnte durchaus, naja, schmerzhaft werden. Jetzt gucke ich aber erst einmal, ich muss erst einmal hier den Weg freiräumen. Ich möchte gerne den Fogado mit Claude und jemand anderen nachher hier hinstellen, in die Mitte, um die Angriffe abzuwehren. Ob das klug ist, haben wir jetzt mal dahingestellt. Problem ist, das war natürlich auch sehr clever von mir, die Typen, die eine hohe Verteidigung hätten, sind hier hinten. Naja, so Louis und Alfred, die sind hier hinten, und die anderen, die halt nicht so eine hohe Verteidigung haben, die sind irgendwie irgendwo und nirgendwo. Ich sag's, wie es ist. Natürlich ein bisschen doof gemacht von mir. Ich würde aber trotzdem gerne den Weg zumachen. Jetzt natürlich eine andere Variante wäre, dass zum Beispiel den Typen hier irgendwie hinstellen könnte. Damit sich halt die ganz anderen Truppen erst einen Plug kriegen, wa? Und quasi ihn hier hinstellen, und dann hier gehen wir zum Beispiel Fogado hin und so. Denn ja, er hat immerhin noch 23 Verteidigungspunkte, das ist nicht mal so schlecht. Sagen sogar fast am besten, bis auf hier Movia Erika. Problem ist aber, Movia hat zwar ein bisschen mehr Power in der Defense, aber leider ist ziemlich langsam. Und das gefällt mir nicht so, wie man sich vorstellen kann, weil ich doppelt damit keinen Gegner. Kein einzigen, im Gegenteil, ich wäre gedoppelt. Damit auch ein bisschen Speed dazu kriege, aber eben, das ist ein bisschen unpraktisch. Also mal gucken, was ich am besten daraus zaubere. Ich meine, ich kann natürlich auch hier Sit den Sauren hinstellen. Lockvogel ist natürlich auch immer eine coole Idee. Theoretisch zumindest. So, kriege ich gar kein Damage hin, das ist doof. Dann mach's halt doch so. Gewitter! Einen guten For-On, vor allem hier hinten. Das ist ein sehr guter For-On. Ich meine, wer mit einem Angriff 50 Damage macht, holy moly. Der hat's drauf. So, ich habe hier... Ne, stimmt, der Teleport tragen wir gar nicht mehr. Doof. Aber ich habe Echo. Steht da so Valencia? Nein, natürlich nicht. Genau, also mal gucken. Einfach irgendwie etwas, somit ich hier... Wieso habe ich hier so eine scheiß Trefferquote? Nicht mehr feierlich hier. Ist generell so kacke bei ihr. Was ist denn jetzt los? Hallo? Da ist natürlich auch noch so ein Erweckungsstein, ne? Da kann man sowieso kaum durch. Ich auch mal durch. Veil Veronica. Da ist bei dem echt übel. Lecco mio, ey. Ich bin kurz davor zu sagen, Freunde, Rückzug. Hortensia Mikaya, das wird sowieso nix. Großes Opfer. Ich habe echt die falschen Leute da vorne für sowas. Ja, Tierfogado und Claude, den er hinten auslöschen könnte, wäre geil. Wir müssen erstmal die da vorne platt kriegen. Wenn das machen, kann ich nicht mehr hinstellen, wo ich ihn eigentlich hinstellen wollte. Treffen vielleicht, und ja, vielleicht habe ich ja Glück. Und er ist nachher wesentlich besser zu handhaben, der Typ hier.
Ja, vergiss es. Ja, so ein Support noch, aber der bringt mir jetzt auch nicht so viel. Jetzt muss ich ein bisschen rumtricksen, Freunde. Oder ein bisschen ausprobieren vor allem. Okay, ich würde hier treffen. Das ist schon mal erfreulich. Den so belassen, wie er ist. Fogado Claude hier hinstellen. Muss er den trotzdem noch irgendwie platt kriegen, wa? Also wäre zumindest mal ein bisschen näher dran und könnte damit vielleicht noch ein bisschen mehr ausrichten. Problem ist tatsächlich, dass ich selber nicht gerade den besten Angriff habe gegen den Typen. Oder die Typen besser gesagt. Aber egal, wenn ich da jetzt hier sage, hey, mit der Technik. Alter, also kann man so wenig. Weil ich meine, nimmer fehl, weil nimmer fehlt und so, ne? Weil bei den Typen, die generell auch doppelt angreifen, man macht trotzdem so viel Damage. Wäre es schon praktisch, wenn ich so eine Kampftaktik einsetzen könnte. Aber der Barb selbst, den kann ich damit ja nicht killen. Ja, wenn ich treffen würde, würde es zumindest noch einen Bruch auslösen, wa? Das wäre auch nicht schlecht. Aber eigentlich wollte ich nur auch mit der Lanze anzugreifen. Für den Bruchstatus. Eigentlich wohlgemerkt. Ich sage es immer so von wegen, ja, ist ja ganz einfach. Nein, ist eben leider nicht. Adrebe. Okay. Wenn ich das so mache, trifft er natürlich trotzdem. Ja, natürlich treffen wäre es cool. So, Fogado hier lassen, weil es geht nicht anders, am besten will nichts. Jetzt ist der Typ gebrochen, jetzt kann ich natürlich noch was anderes versuchen, wa? Genau, jetzt kann ich da ordentlich besser reinhämmern. Ganz schönes Level Up. Magieverteidigung, ja. Bin wie ihm jetzt gar nicht mal so unübel. Natürlich fällt man weiter nach vorne, so. Die ganzen Horn hier abwehren. Ich meine, im Prinzip ist einmal ihn hier und vielleicht noch so ein Silberdolch-Typi. Das ist im Prinzip das, was ich gerade hier am Machen bin, ist völlig scheiße, wenn wir ehrlich sind. Wie sollen die mich überhaupt angreifen? Na gut, natürlich hier von der Seite her, wa? Eine weitere Aktion, keine Bewegung, ja. Wir können es mal so versuchen. Hey, was denn mit der Reichweite? Okay, 1 bis 2 will mich so weit angreifen. Cool. Feuerlanze oder Windschwert? Windschwert generell wäre besser, wenn man das selber noch heilen könnte. Das Problem ist, wenn ich jetzt den so weit schwäche, damit nachher Claude vielleicht sogar finishen könnte, dann kommen die natürlich durch, wa? Das will ich eigentlich verhindern. Andererseits natürlich der Bruchstatus, aber der bringt jetzt nicht so viel. Also ja, ich will ja ihnen den Weg zumachen, ne? Rettung ist so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde.
Ah, warte mal. Stimmt, mit denen kann ich gar nicht mehr angreifen, war. Aber Louis Hector hier unten. Ich meine, hier Alfred Sigur Bauer ist nicht, der kann so viele Felder latschen, da ist Bewegung 14, hallo, da ist ja. Hui. Ist es einfach nur Hui. Hui, hui, hui. Deswegen hier Stab. Rettung. Kann ich Dingsbums rufen? Warte mal, was anderes. Der kann trotzdem bis hierhin angreifen. Ja, gut, wir müssen doch irgendwie durchlatschen, wa? Stab. Vielleicht in der Hoffnung, dass sie Louis angreifen. Jetzt wird's übel. Ich glaube, den Zug kann ich mir schenken, Freunde. Das war ein bisschen zu vieles Gut, was ich gerade wollte. Okay, Schwein gehabt. Ist ja natürlich weg, aber es war ja derjenige, der sowieso hinter der Wand stand. Der ist jetzt nicht ganz so tragisch. Oh, sie gehen alle auf ihn los. Hä? Das ist ein Sinn? Wegen Bruchstatus? Oh. Ein Schmettereffekt vergessen. Ja, jetzt habe ich kleine Probleme. Vor allem, wenn man noch ein bisschen was erreichen will. Ich würde sagen, Engage und rauf da, Freunde. Ne, warte mal. Bisschen anders. Fast gleich, aber ein bisschen anders. Das ist schlecht. Ja, aber wenn er zurück... Das ist auch schlecht. Merken wir uns, Silberdolche sind doof. Gut, dann machen wir es nochmal ein bisschen anders. Wir gehen hier in den Nahkampf über. Ja, kann er mich zwar zuerst angreifen, aber nachher kommt relativ fix. Dann heilen wir sogar noch ein bisschen. Und ist auch ein Schmetterschlag. So, der wäre weg. Jetzt kann Fugado Dimitri erstmal zeigen, was er... Das war richtig, was wir machen? Na komm. Obwohl. Habe ich eigentlich noch ein Ding? Ne, schon gemacht, war ein Tanz. Wir haben schon gedanced. Dance everybody, dance everybody. Citrin Zone, das ist schon Maximum, lassen wir das. Natürlich wäre hier Eco noch geil, zum Kombinieren. Ja komm, mach es hier unten. Natürlich den scheiß Tomahawk, gut, mach das später. Nun kann ich 6, 1, 2, 3, 4. Moment. 3, 4, 5, 6. Und dann hier unten, ne? Ja, mit dem Fäusten trotzdem schwierig. Der Typ nervt hier oben. Der nervt auch da unten. Wenn du zuerst einen Bruch machen, kann er nicht kontern, ne? Das kann mal zu doof eigentlich. Ja, ein Hoch aufs Waffendreieck. So. Alfred Sigurd, jetzt dürft ihr. So, noch ein bisschen weiter unten. Sehr gut. Citrin Soren. Du kannst ja angreifen, wo du willst. Windmagie, ne, Reflexion. Achso, wer starb. Ja,
Magieresistenz plus 5. Alter. 62 Magie. Ja, natürlich doppeln ist immer noch scheiße bei ihr, aber dafür alles andere, wo du dir einfach nur denkst, holy moly. So, dann natürlich ein Nachteil. Trotzdem wäre es die beste Trefferquote. Jawohl. Gönnen wir ihm die Gnade. Oh, jetzt können wir Fangpunkte gibt, aber scheiß drauf. So, wo waren wir stehen geblieben? Echos. Ein krasser normaler Angriff, der Damage machen würde. Vorausgesetzt ich treffe, im Bulganuna geht schon. Das kann ich wohl dann nicht schlecht. So, hier könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen reinkloppen. Na, warte mal. Lassen lieber hier reinkloppen, wa? Großopfer. Noch ein Zug. Ah, obwohl, wo meine ich nicht. Das machen wir später. Was haben wir hier Schönes? Da kann ich nichts mehr machen, ne? Er ist chancelos. Dann machen wir die Meisterlanze. Wir machen einen Crit. Ah, du hast recht, Louis. Warum einen Crit machen, ne? Warum riskieren, dass du neben triffst? Ne, geht ja auch so. Ja, er hat schon recht. So, Yuna Kabailev. Das Schwert des Schöpfers. Mit Magie verstärkt. Bams. Also schön, dass wir das Schwert des Schöpfers jetzt zurückhaben. Ich hab's so vermisst. Glück plus 8. Alter. Ich kann Glück scheißen mittlerweile. Sie laden gerade ihre Glückswerte hier nicht. Vor allem Speed, hey, 40. Hui. So, da unten ist noch der letzte Typi. Ich würde sagen, ihr bereitet auch hier schon mal vor, falls gleich die Tore aufgehen könnte. Ihr könnt es mir vorstellen. Tatsächlich. Haben wir noch einmal das große Opfer. Es hat schon eine geile Fähigkeit. Kannst sagen, was du willst. Starkes Band für einen weiteren Zug. Dich selbst heilen kannst du nicht, was? Sagt aber nur die Fähigkeit vom einen Priester da. Geistliche, naja. Das bei ihr sowieso verschwenden, weil sie kann eh schon Sterbesrang S verwenden. Also sprich, auch wenn Geistliche Plus zum Plus noch kommt, das bringt ja nicht mehr viel. Allein schon mit der Erweiterung ihrer eigenen Fähigkeit kombiniert, das hat schon was, finde ich. Okay, also irgendwie kommen sie zwar, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz. Nee, natürlich. Wäre es auch cool. Wir nehmen das hier, komm, ein bisschen brechen. Autsch. So, Yunaka, genau, bei euch braucht nochmal einen Auffrischungskurs, wenn nicht ganz so übel. Nehmen wir noch ein paar, war. Sehr gut. Langsam mal wieder zurückgehen in die große Mitte. Die sowieso große Felder latschen können wir ganz kurz hier oben noch den abholen. Ich glaube, das wird am besten hier mit Movia Erika machen. Ich will keine Stäbe mehr verwenden, ne? Das ist ein bisschen doof gerade.
Schwestern unter sich, weil sie auch schön heilen können. Perfekt. So, Citrin müsste eigentlich nicht mehr viel trainieren, da sie schon auf dem Maximum ist. Also momentan zumindest, bis sie wieder hochstufen kann. Egal. Warte mal, ich habe ja 2 hier unten. Bin ich ein Trottel. Ich habe jetzt gerade... Bin schon mit Sigurd weggeritten, obwohl ich da unten jetzt noch was machen könnte. Ich traue dem Ganzen noch nicht, deswegen warte ich hier mal noch. Ja, irgendwie etwas machen die da. So, sehr gut. Morgen noch kurz. Okay, der Rest wieder in der Mitte. Ich meine... Ja, die anderen sind halt alle hier. Okay, ein bisschen erst mit dem Fliegenden vorwärts, ja, oder mit den Reitern und dann komme ich davon. Und zur Not wieder schnell abhauen könnte. Und an der Front stehen muss Louis. Sie kommen, Freunde, sie kommen. Ich habe irgendwie gar keinen Bock drauf, dass sie wirklich kommen. Kacke. Okay, versammeln. Nein. Passt schon. Dann machen wir mit Ivy noch ein Bündnis Blues auf Michael. Das wäre eine Variante. Wir können zwar eigentlich hier ein Rettungsding noch rennen, wa? Oh. Danke, hat Hortense nicht mehr. Aber egal. Ja, sonst kommen wir da nie mehr hin. Sie hatten nur 6 Felder. Jetzt, wo wir so langsam ist, wundert mich dann doch ein bisschen. Ne? Vielleicht muss ich noch mal, dann nochmal die Status-Items geben. Was dann, glaube ich, sowieso für nächste Folge mal noch Thema sein wird. Endlich mal nach so langer Zeit. Verstärkung überall. Und ich habe die gar nicht angefragt. Tja. Wahrscheinlich kann es gehen, wa? Rettung, bitte mal. Ja, danke. So. Sind wir vergiftet? Das ist natürlich schade. Und hier direkt wieder engagen. Noch zu früh. Ich warte mal noch. Lustigerweise sind die gar nicht gekommen. Die haben einfach das Tor aufgebraucht und fertig. Mehr war nicht. So, wie sieht es hier aus? Wir haben 3 mit wenig Resistenz und einer mit viel. Gut. Da kriegen wir hin, wa? Eternity. Er sagt's, er macht's. Weil so ein Doppelangriff eigentlich schon recht fies ist. Weil sie kann jetzt auch noch, ne?
Was vielleicht keine Verschwendung, wir werden es gleich sehen. Dann Diamond and Roy. Louis Hector. Chloe und Leaf. Verlief dich nicht. 50 ist eigentlich ein schöner Schaden. Das hier könnte bessere Schaden werden. Ich kriege natürlich nicht Chloe. Chloe, Lowie, Molly. Molly, Chloe. Und Drachenschlag Plus Mangel nachher. Kann sich hier ruhig abstellen, denn der hat zwar Power und Offensive, aber den tanke ich jetzt nach einen Schlag. Dann dürfen Louis und Hector noch ein bisschen was machen. So, noch kein Bündnis, das kommt später, aber erstmal hier schön reinhauen. Starker Großaxt, ja, ich kriege natürlich immer auf die Fresse. Er kriegt auf die Fresse, Freunde. Es ist einfach ein Powerspiel. Und dafür kann er schmettern. Das Band hat das Maximum erreicht. Also die Wahl war. Geht er auf Louis los, oder vermutlich kaum Schaden machen, dann geht er hier los. Was vermutlich nicht unbedingt das Beste wäre für ihn. Wir werden sehen. So, Rest hat es schon bewegt. Ja. Das ist ein schmerzhafter Bruch. Spüre die unendliche Drachenfaust. Hat erstmal den Rock Lee Move, oder sie besser gesagt. Vierte Stufe, Drachenfaust. Vierte Stufe, ist stärker, krass. Kriegerschwert. Ist auch krass. Ein 2% und ich muss er erstmal treffen, ey. Ah, er hat einen Bruchstatus. Entschuldigung. Aber nichts gesagt. Ein scheiß Magier, wo ich keinen Bock drauf habe. Oh, habt ihr gerade richtig gesehen? Warte mal. Ah, Misi kommt da gar nicht weg. Moment, das war jetzt doof. Das war doof. Moment. Muss ich anders machen. Ja. Erstmal ihr müsst erstmal weg. Dann so ein scheiß Typen. Kann irgendwie wegbremsen. Oh, sogar extra Power noch. Okay. Gnadengeber, gib ihm die Gnade. Oder lass es auch, je nachdem, was er lieber ist.
Einmal Kriegeraxt. Ich würde sagen, einmal finishen, bitte. Dankeschön. So, zurück hier unten. Ne? Kann ich jetzt mal den ein bisschen wegbämsen. Was der hier? Der war's am Silberdolch, genau. Ja, warum am ersten Mal, wenn es am zweiten Mal geht, ja? Das Auge des Sturms hier so sinnvoll ist eine andere Frage. Na, aber Marz ist generell eine gute Idee hier. So, und hier fleißig natürlich healen mit Pflege. So. Jan halt nicht, wa? Und eigentlich Louis heilen. Aber egal. So. Ja, danke, dann geht der Giftstatus. Meine Güte. Ja, bei 2% brauchst du schon sehr viel Glück, wenn du treffen willst, oder ich brauche sehr viel Pech, je nachdem. Das sollte helfen, ja, wir hoffen es. Mit 23%! Okay, gut, da oben stören die mich eigentlich weniger. Wann das schon hier mit dem Kombi-Angriff? Der geht doch auch irgendwie. Ich kann nur einmal auswählen, ne? Normaler Angriff oder Kombi-Angriff, nicht beide zusammen, war? War das so? Bin gerade leicht verwirrt. Wie so oft im Leben. Ja, nee, kann nur... Okay, kann man nur entscheiden. Wir haben fürs Falsch entschieden. Jo, null Problemo. Hier. Wenn ich halt so kurz hier runter kann, um mal meine Felder aufzufüllen.
Und ob das eher eine schlechte Idee ist. Da haben wir 35 Minuten, war. Okay. Können wir ein bisschen hinmachen tatsächlich. Ja, ich meine, da kommen ein paar, aber der Rest kommt irgendwie nicht. Das ist immer noch ein bisschen verwirrend. Oh, ich habe noch so viele gute Felder. Lecker Felder. So, warte mal. Wenn ich die 5 angucke, 4, 5, 6. Einen können wir noch hinschicken. Michael Lucina. Wäre eine Option wieder mal. Das kann einen Schaden. Healen. Wer braucht Heal? Wir hatten noch nicht. Alle brauchen Heal. Einige ein bisschen mehr als andere. So, zumindest alle Truppen hier versammelt. Ich habe alle Truhen schon mal geplündert, also ja. Fehlt nur noch Marv. Der unglaubliche Marv. Der Rest kommt echt nicht nach, lustig. So, holen wir die einmal schnell vom Himmel. Dürfen nicht so das Problem sein. So, schon 1000-mal gesehen. Ja, schon leider gerade Diamant war ein bisschen im Weg. Ja, komm. Ja, wobei. Ja. Da hatte gerade mit Citrin so will ich momentan eh nicht mehr kämpfen gerade. Dass sie eh schon so ein hohes Waffenlevel haben. Waffenlevel. Generelles Level halt. Den Move kann man testen. Ja. Nach Abhauen wird schwierig. Und so schnell kann es gehen. Jetzt gerade jemand noch zu heilen hier unten. Ja. Schon mal hier unten in so einem Feld und ich schon die anderen jetzt angreifen. Und doch im Radius bin. Ja, sie kommen. Alter, das ist natürlich wieder so mit der Weckungsstein, wa? Ja, natürlich müssen sie ja noch treffen. Ist klar, Junge. Chill mal deine Base. Okay, sobald ich im Feld drin bin, dann kommen sie richtig, wa? Okay, das heißt, wir beenden es jetzt, Freunde. Wir sind eh schon wieder bei 39 Minuten. Zeit also. Das Problem hier jetzt ist, abgesehen davon, dass es wieder laggt wie Sau. Einfach das Spiel, wenn man zu schnell bin. Spielerphase. Das heißt, ich muss eigentlich mit einem Magier angreifen. Weil die beiden Magier rauskommen.
Problem ist, ich kill ihn nicht. Man sieht mir ehrlich gesagt, hat nicht so wenig Resistenz. Und trotzdem wurde er relativ schnell gekillt. Das macht mir Sorgen. Klar, ich habe noch Hortensia, wo ich auch noch angreifen könnte, theoretisch. Und bis sie gekillt wird, ja, da muss schon ein sehr starker Magier kommen. Okay, machen wir so, komm. Dann bitte hier hin. Die hat auch 35 Resistenz, wesentlich mehr als er. Okay, dann geht sie hier hin. Einsatz ist ein bisschen zu wenig. Geht sie dahin. Zitrensäuren gehen rüber. Wenn ich Glück habe, braucht sie gar nicht mehr. Zumindest jetzt in dem Zug nicht mehr. So, Louis Hector kommt relativ weit zum Glück. Ja, das soll eigentlich auch so ein Engage-Feld, das wäre zumindest cool. Und ja, eigentlich auch. Immerhin 7 Damage, also die sind schon nicht so schlecht. Der macht sogar 19. Achso, das war gegen Ivy, okay. Wisst ihr, was hier eigentlich geil wäre? Den extra geilen Move mit Louis. Mit Louis sage ich schon. Hier mit Alfred Sigurd. Der wird ordentlich rein scheppern. Das vor allem praktisch jeden Magier hier killen. Wäre schon geil. Problem ist natürlich, ich habe noch ein paar Magier und Mimesis und so. Also eigentlich müsste ich abhauen. Wisst ihr was? Nö. Nee. Stehen zu auf abhauen. Auf Killen darauf stehe ich schon wesentlich mehr. Warte mal, ganz kurz gucken mit Roy. Flammenden Löwen. Wie groß war das Gebiet hier schon wieder? So, ne? Das ist schon nicht so schlecht tatsächlich, weil es sind hier direkt alle im flammenden Staunen quasi, dass man versetzen könnte. Ich habe schon überlegt, ob ich das Gebiet weiter hinten eigentlich damit in Flammen setzen soll. Weil wenn es noch so stimmt wie früher, dann können sich die Flammen nicht so gut bewegen, eigentlich. Also das zumindest mal, das wäre so. So, jetzt können sie hier schön von der Ecke aus. Einer mal abfackeln. Gut, es muss natürlich schon eher einer von der Sorte sein, wo ich weiß, hey, die kannst du knacken. So dann zum Beispiel. Ja, und Louis Hector eigentlich dann wieder reinstellen, aber ich habe hier den scheiß gegnerischen Magier noch. Der ist ein kleines Problem tatsächlich.
So, das war ja einfach noch stärkeren Sorte zum Glück von dem. Ja gut. Wenn er so einen scheiß Speer hat, ist das Kacke. Trifft er auch noch, ey. Das Soulbands Ephraims. Da klingt so, als würde er irgendwie ein bisschen biblisch sprechen, wa? Ich meine, es ist ein Kack-Bogenschütze dort. Also, jetzt kommen so natürlich nicht hin, so aber schon. Okay. Dann aber auch die einzigen, ne, wo ich so hinkomme, genau. Und gerade überlegt habe, eigentlich hier näher ran. Was kriegt er? Sternloch, Blitzschaden, 88, das wäre ein bisschen viel. Wäre ein bisschen viel, ein bisschen fies. Wie weit die kommen, ist irgendwie auch krass, ne? Ich habe keinen Plan, dass wir hier treiben überhaupt klug ist. ...24 Schaden, das geht aber eigentlich noch, wa? Sondern nur Resistenz von 14. Ich meine, klar, wenn ich jetzt hier mit Überreiten arbeiten könnte... Killt du weiß den zweiten Magier nicht. Das wäre es gewesen, wenn man den ihn nicht killen könnte. Das andere Problem ist halt nachher, ich kriege nachher den verdammten Flammenblitz ab. Rettung. Dann machen wir die einfach eher die Rettung, war auf Luin holen zurück. Weil ich einmal durchgerasselt bin. Auf Sigo natürlich. Nachher stelle ich Louis da rein. Wäre auch eine Idee. Müssen aber trotzdem... Ja doch, es könnte... Könnte klappen, wa? Kanter Plus bringt mir nur hier leider nicht sehr viel, aber die Idee selbst wäre nett. Das muss ich zugeben. So, und jetzt hier und im Prinzip dann... Okay, der klappt sogar so. Hätte ich so auch noch Glück damit, mit Rettung, oder wäre es schon zu weit? Mir ein Feld zu weit war. Scheiße. Mann, wäre ich hier drin, dann würde es gehen. Ah, so ein Kack. Das Problem ist natürlich, steht es da voll im Flammenfeld drin, natürlich mehr als nur Kacke. Auch mit Hortensia, mit Kaya, voll in der Schusslinie auf alles. Oder von allem vor allem. Kommt echt so weit mit allen ihren Attacken.
dann wird das ja auch nichts. Der flammende Löwe war, glaube ich, zu früh. Der war, glaube ich, zu früh, Freunde. Da hätte ich eher anders hantieren müssen. Jetzt zum Beispiel die irgendwie schon mal platt machen. Und sich so denkt, ja, im Prinzip nice, nicer, dicer. Wir müssen erstmal wieder einen heftigen Angriff einstecken. Da kommt noch die 4. Stufe dazu, gute Freunde. Gegen die Magier. Erstmal alles schön brechen. Also erstmal die Magie brechen, dann die Knochen brechen. Michael der Brecher. Und schnell hier rein. Perfekt. So. Da wird es auch mit euch das Problem. Wieder Zug quasi verschwendet. Okay, wieder zurückspulen. Der Brecher-Modus Move war schon cool, aber wenn ich es schon mache, sollte er vielleicht irgendwie so angreifen, dass alle was davon haben. Weil sonst wäre es doof. So. Mal gegen den da unten. Das hat ja, wie wir schon gesehen haben, perfekt funktioniert. Magie brechen und Knochen brechen. Michael, der ultimative Brecher. Ich kann aber schon mal vorwärmen, Freunde, die Folge wird länger dauern, tut mir leid dafür. Aber ich will nach der Folge nicht nochmal hier kämpfen, im Gegenteil. Ich will nach offscreen ein bisschen was vorbereiten und so und deswegen will ich jetzt hier in der Folge das Kapitel noch beenden. Das muss leider sein. Ein Valley Solly. Ja, mach mal Excalibur. Ein Magier mit Magie vernichten. Ja, wenn sie mal kann, dann sie. So, Louis Hector nachher da in der Mitte aufstellen. Dafür hat man eigentlich zu wenig Resistenz. Weil es bei Alfred Sigo nicht viel besser aussieht. Aber, jetzt kommen wir wieder zum anderen. Trotzdem der stärkste Move, den wir haben. Ein netter kleiner Kanter. Dann haben wir euch zwei. Hätte ich jetzt den ohne den direkt killen oder was? Hat man das richtig gesehen? Nö, okay. Ich dachte gar nur, ich hätte irgendwie was, aber ist egal. Machen wir die Waffe. Nee, Silberklinge. So, schön zurückziehen. Ivy, Selika, warte mal, du hast die Rettung ja auch noch, wa? Und dein Stamm ist doch sowieso weiter reichen als der andere. Als der von Ivy Hortensia. Als der von Ivy. Ne, das haben wir dasselbe Problem wie zuvor schon. Und wieder. Ja, ich muss da in der Mitte.
Also quasi hier hin. Ist das doof? Ja gut, wenn natürlich nachher Blocke ist, weniger wild. Da muss natürlich Alfred direkt hier im Weg stehen. Oh. Eigentlich wollte er da mit Louis Hector hin. Oh, hässlich. Ja, warte mal, der ist eh schon ziemlich angekratzt. So. Ist der Rest von uns sonst hier versammelt, ne? Also eben, da kann Marv und seine Kumpanen können ruhig näher kommen, aber gar kein Problem damit. Aber es kann ein bisschen heiß werden. Hä? Fehlt jemand? Mal was? Ah, hier unten. Entschuldigung, ganz vergessen. Wow. Natürlich muss er noch treffen mit 37%. Goldener Lotus. Die Lotusblüte. Marv ist da. Für die Rallala, für die Rallala. Dann mag ich ja schon ziemlich angekratzt. Das kommt mir eigentlich zugute. Okay, okay. Die Magier vor allem. Und dann noch Yunakar Bailev. Batterie lassen lässt nach, das höre ich nicht gerne. Ich hoffe, es reicht noch kurz hier, um das zu finishen. Dankeschön. Für die Fragmente des Bandes. Genial, ein bisschen Weg. Ah, das sind Verstärkungstruppen, deswegen geben sie kein Ding mehr. Okay, okay. Keine großen Erfahrungspunkte mehr. Was soll ich jetzt eigentlich gerne machen? Marv ist ein Problem. Die Dinge mit der Donnerfaust gehen aber in den Nahkampf über. Zu überlegen, dass ich keinen Fehler mache. Weil der hat eh noch einen doppelten, der hat ja 2 Energieleisten. Wieder mal. Wo hier etwas Alltägliches, man hier 2 Dinger hat. So, Wind haben wir eigentlich auch praktisch alle hier irgendwie im Repertoire. Ein Kackspeer, wäre natürlich cool, wenn ich ihn zuerst brechen könnte. Das wird aber schwierig. Obwohl. Ja, so einen Typen brechen wird so schwierig.
So. Ich meine, wenn es im Prinzip so ist, dann, warte mal, wo war sie jetzt hier? Ja, das ist eher ein bisschen problematisch, ja. Okay. Was denn das noch? So. Magier weniger, bin ihr zufrieden. Alfred Sigurd. Da hier hinstellen. Müsste eigentlich Ruhe haben, wa? Hey, wieso kommt der bis dahin? Also verarschen? Der hat einen Langbogen, aber davor nicht gesehen. Ach, Menno, Mann. Ah, das sieht er von hinten gebraucht. Andererseits tut dir ein Langbogen auch weh. Und andererseits wem nicht, war? Okay, gut, das ist doch so. Und dann Kanter 3, ich könnte jetzt relativ weit weglatschen, aber nee, lass ihn mal. Wir lassen ihn hier kommen. Wurmtöter ganz vergessen. Nie ist nach der letzten Folge noch so von wegen, ja, das geht ganz schnell, hey, gar kein Thema. Mhm. Jetzt werden wir schon richtig einen ab hier. So, kann man noch einsetzen, weil das spielt keine Rolle. Der Bogenschütze dort. Soll man soweit recht sein. Dann mal ganz kurz gucken. Ne? Ich kann hier noch kurz ein bisschen healen. Vor allem bei ihm ist wichtig. Ja, okay. Ja, wir müssen Marv langsam aber sicher killen, das ist so. Genau so eine Scheißbarriere. Natürlich, zum Glück steht Louis direkt hinter ihm.
Langsam ein bisschen nervig da hinten. Protection. Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Geht ja auch mal ein bisschen flöten. Weil sonst nervt mich nachher noch. Wir müssen das Donnerschwert ziehen. Warte mal, ich will den positiven Sust aber eigentlich nicht unbedingt jetzt schon nutzen, wenn ich ehrlich bin. Bogenschützen auslöschen ist schon wichtig. Sind wir ehrlich. So. Jetzt kriegt der vom Marv eins auf die Fresse, aber das wird nicht wirklich der Fall sein, sind wir ehrlich. Noch so viele Stäbe. Ah, Erholung ist eigentlich auch schön. So, Freunde, wir müssen langsam mal zum Abschluss kommen. Muss irgendwie mal langsam durchbrettern. Wie das funktionieren soll, noch kein Plan. Oh, danke Marv. Jetzt kommt sie gar nicht so nah an mich ran. Und Louis blockt alles ab. Louis the Wall. Perfekt, Freunde, wir können es beenden. Also ich hoffe zumindest. Louis, schön abzischen. So. Der schlägt aber auch zurück, hey. Wobei, ich mache einen Bruch, also macht er gar nichts mehr. Und weg. Ich mache für später auf. Das Ding brauchen wir gleich auch noch. Für. Wobei, Heilung kann ich jetzt schon einsetzen. So, können wir auch schon. Held beschwören, jetzt machen wir ohne Held. Ja, musst du. Eigentlich würde das bedeuten, dass du triffst, Vale, ne? Nur damit ich es mal gesagt habe. Geht natürlich auch so. Gut, Marv kann sich bewegen. Perfekt. Also perfekt für uns, schlecht für ihn natürlich. Marv hat aber auch Power, ey.
Tanz der Göttin, da wäre jetzt noch ein bisschen verfrüht. Die wollte ja eigentlich mal noch. Aber warte mal. Kann ich ja so machen. Hey! Oh! Ah, hey, johu! Ja, sorry, ich kann skippen, wir haben schon oft genug gesehen, Freunde. Der Move ist wirklich nichts Neues bei ihr. So. Advocato Edgar können nochmal angreifen, ne? Also das Geile daran. Und so mit dem gefallenen Stern so dahinter oder sogar den ausschalten. Ja, komm, mach mal. Kein Donnerfaust hier, kein Donnerfaust. Gibt's nicht. Nicht gestattet. Und gebrochen. Der gebrochene Martha kann nirgends mehr hin. Nicht bewegen, nichts mehr, ist alles vorbei. Und ich habe immer das Binding Blade hier. So. Normales Bündnis, Freunde. Und jetzt mal auf direkt Tonach ist vorbei, war dann. War dann noch nicht auf Maximum. Machen wir es nochmal. Denn das Band, das muss wachsen. Batterie lassen lässt nach. Ja, hast du schon mal gesagt, Spiel. Ist mir eben noch bewusst. Ja, wird so langsam mal ein bisschen was machen, wa? Und hier einmal Ragnarök. Gut, jetzt aber. Beenden wir es, Freunde. Vermutlich das letzte Mal mit Lucina. In der Kombination zumindest. Wenn man es Dimensionsverlag hier mal. Eigentlich nur brutal war das Ganze. Ender geschafft mit 17 Zügen. Holy moly. War ein bisschen viel. Aber in einer Stunde 15, Alter. Ja gut, wir sind im Schlussspur, ne? Da, gut, ist trotzdem Überlänge, aber scheiß drauf. Ja, vor allem kennt er sie ja, also insofern.
マルス、私はあなたがいてくれたから、これからも一緒に歩んでいきましょう。あ、共に。 So ist es, wir werden uns immer gegenseitig stets folgen. Sorry, ich muss ja gerade ein bisschen skippen, weil mir die Batterie gleich flöten geht. Vom Controller und das ist nicht so geil. So Leute, machen es jetzt so. Wir haben jetzt hier, sind jetzt glaube ich auf dem Schlachtfeld, also außerhalb des Kampfes, wie wir es erkennen. Ich werde hier jetzt offscreen wieder ein paar Dinge einsammeln. Dann zurück nach Somniel gehen, dort noch ein bisschen Bandfragmente sammeln. Wie wir es halt so kennen, mit dem Ding halt, Bandfragmente sammeln mit dem Angeln. Und dann vielleicht noch offscreen noch ein bisschen gucken wegen den Emblemen, vielleicht hier und da ein bisschen was vorbereiten. Aber im Prinzip ist mein Ziel nächste Folge dann, dass wir zuerst noch in der Arena trainieren, wie gehabt, mit der Sonne gemacht haben, aber uns dann recht schnell, haben wir noch ein paar Gespräche, weil die müssen auch immer sein, ansonsten aber recht schnell Richtung Hauptstory weitermachen, also sprich Kapitel 23 dann endlich starten. So wie es sein soll, war. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, für die überlange Folge. Jetzt haben wir mal alle Sidequests durch, bis auf eine, die machen wir aber erst später. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Hauptstory in der nächsten Folge. Dann sage ich bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.